Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir schon lange kein Minat mehr hier am Land, das wir zu Eisen verschaffen könnten, und noch keine Ölquellen, auch keine Goldminen. Und das, was auf diese Felder, Wiesen und Büscher wiest, ist zwar wichtig, aber das bleibt nun einmal ein kleiner Teil von unserer Ökonomie. Mit anderen Worten, auch wenn es schon ein bisschen aufgegriffen klingt, ist mit Aufstand wichtigste Matière Première als Matière Grise an der Kap von dieser Population. Und das wichtigste Kapital für die Zukunft von diesem Land als das Wissen und Können von diesen Kinder und jungen Leuten. Das unterstreicht einerseits die Wichtigkeit vom Enseignement, aber andererseits auch die Dramatik von der Situation, an der wir im Moment dran sind. Herr Präsident, ich erlaube mir einen Blick auf die Lützburger Realität. Ein Arbeitsmarkt, den dynamisch wiest, mit an der Moyenne 8.000 bis 9.000 neue Arbeitsplätze am Jahr. Gleichzeitig eine Arbeitslosigkeit, die über Jahre kontinuierlich geworden ist und heute bei 10.500 Demandeurs d'Emploi liegt, die 3.500, die von einer Mesure pour l'Emploi profitieren, nicht angerechnet. Ein Finanzsektor, den dringend 2.000 qualifizierte Employees sich an der Hai zu Lützeburg nicht findet. Eine Handwerksföderation, die sich darüber beklagt, dass die jungen Leute, die aus dieser Schule kommen, an handwerkliche Ausbildung kommen, weder rechnen, noch lesen, noch schreiben können. Ausländische Unien, die Lützeburger Studenten nicht mehr unholen, wenn sie bei ihnen durch ein Examen bewiesen haben, dass sie den erforderlichen Niveau für ihr Studium erreicht haben. Eine Staatsadministration, die resigniert feststellen muss, dass nicht mehr ein kleiner Prozentsatz von Kandidaten kapabel ist, das Staatsexamen zu packen, und das trotz einem Aufgangsdiplom von der Lützeburger Schule. Über Feierl von den Schülern, die am 5. Schuljahr manst ein Jahr dubliert haben, und dann nach an den Resultaten weiter nicht der Moyenne von den anderen Leuten. Man lograt hier 41% von den 15-Jährigen, die auf manst ein Jahr dubliert haben. Rund 1200 Junker haben wir für eine Projekt von der Staatsminister hier, die alljährlich Schule ohne Aufschluss, das heißt ohne Qualifikation verlassen, und zu einem großen Teil direkt am Chômage landen. 4.000 bis 5.000 Kinder mit Lernschwierigkeiten am Ausland, weil das für die Eltern die letzte Rettung bedeutet, an denen du exemplarisch geholfen wird, was wir anscheinend nicht fertig bringen, wo sie hier zu Lützeburg hoffnungslos verloren wären. Dem hat Aufstand das erste Schulsystem von der Welt. Am OECD-Durchschnitt kostet Schule pro Schüler 81.500 $, zu Lützeburg 205.000. Von ihnen das mit Vergleichszahlen, ob Vergleichszahlen überdreht, dann hast du OECD-Moyenne, von ihnen die auf 100 setzt, da allein ist Nopisch Länder an der Moyenne bei 108, der Lützeburg bei 251. Herr Präsident, das ist die Realität zu Lützeburg für Hintergrund von der Tatsache, dass Matière Grise von diesen Kindern Element ist, auf das wir Zukunft von diesem Land aufbauen sollen und müssen. Die wichtigsten Feststellungen aus Pearls und Pisa sind halt schon durchgelöst. Ich resümiere sie ganz kurz. Wir sind, da der Götze aus Pearls relativ gut am Lesen, aber du hältst schon ab. Wenn es um die Interpretation geht, dann ist schon kein Grund mehr dafür zu jubilieren. Und das Resultat just am Lesen, wo wir 6 Stunden die Woche lang am Deutschen drauf verwenden, bis da wird ein Test gemacht wird. Dann muss ich gesehen, dass wir am 5. Schuljahr getestet haben, am Platz am 4. Schuljahr, und das von denen, wie gesagt, am 5. Feierl mehr alt war, wie die 5. Schuljahrpopulation normalerweise ist, weil sie redubliert hatten. Wenn eine Klasse stärkt, an der Moyenne von 15,8 Schüler, auch das muss ich mal sagen, für die internationale Moyenne bei 21,5 vielleicht. Und dann noch das, dass ja schon gesagt, die Attitüde und Motivation von den Schülern enttäuschend. Ich zitiere aus dem Rapport, franchement décevant. Wenn wir PISA gucken, dann muss ich sagen, dass wir franchement schlecht sind. Und wir sollen nicht probieren, nicht schön zu werden.
an allen 3 Sparten Leseverständnis, Mathematik und Kulturscientifique sind wir viel mehr schlecht wie die Moyenne von der OCDE. An Mon keine Verbesserung, aber auch gar keine, sogar eine leichte Verschlechterung bei der Mathematik par rapport zu 2003. Der Herr Präsident, contrairement zu Deutschland, der das wirklich fertig gebracht hat, an denen 3 Jahren sind Resultate sensibel zu verbessern. Dann, als Johai eine Euphorie ausgebracht hat, man immer Prosi, ob der richtige Schiene wäre. Ich muss aber sagen, dass eine klare Diskrepanz besteht zwischen der Vorstellung von den Resultaten von Prosi vom März 2007 an der Evaluation, die an der PISA-Etude von Haut gemerkt wird, oder die Konklusion, die daraus gezogen wird. Und ich frage mich, was der Minister stimmt dann, dass die nicht Prosi sind 30,3%, aber bei Prosi, die am Prosi wären, nur 25,8%, obwohl Technik General dirigiert ging, das heißt, ob der Back der Technik. Dass dem noch mehr ein hoher Prozentsatz Prosi-Schüler wie nicht Prosi-Schüler noch innen orientiert gehen. Stimmt es, dass nicht Prosi-Schüler 6,8% und Prosi-Schüler 7,6%, das heißt beide Prozent mehr, ohne Aufschluss Schule verlosen. Wenn das so ist, dann meine ich, sollen die Euphorie da aber ganz stark aufbremsen. Da kommt noch ein Element dabei, das wissen wir noch schon darüber diskutiert, dass das Engagement von den Enseignants, die am Prosi-Modell mitgeschafft haben, den auch muss man der Konsideration ziehen, die ganz sicher nur ganz viel Idealismus mit draufbringen. Eine weitere Feststellung aus der Etude ist, dass wir wenige Kehren zwischen diesen einzelnen Schulen haben. Das heißt, dass wir eigentlich relativ schwer auf gleichem Niveau sind. Es hätte sich gewünscht, dass das ein bisschen ernst wäre, dass die wirklich Gesicht, dass doch zwischen den Schulen ein bisschen Konkurrenz wäre und dass die Schulen mehr Freiheit hätten, für sich zu entwickeln, auf für selber mal zu gucken, wer sie könnte besser machen. Allerdings muss ich dann feststellen, dass die Europaschule und der Lycée Vauban klar besser sind. Generelle Feststellung aus den 2 Etüden: wir haben schwere Resultate bei extrem hohen Kostenpunkten. Wir haben mit Aufstand weltweit die schlechte Relation Aufwand zu Erfolg. Die Unterschiede sind ganz hoch am Vergleich mit den anderen europäischen Ländern. Da haben wir 1,5 bis 2 Schuljahre Rückstand. Und das ist noch mehr groß, wenn in das soziale Milieu man da bezahlt, das sind nicht effektiv 2 bis 2,5 Schuljahre Rückstand. Und das ist dramatisch. Ursachen und Probleme, Herr Präsident, kennen wir. Natürlich haben wir hier zu Lützeburg ein bisschen eine spezifische Situation. Das ist ganz klar die Diversität von der Schulpopulation mit einem hohen Anteil von mit Migrationshintergrund, wir haben ein Sprachproblem, wir haben eine grosse gesellschaftliche Veränderung, die ist aber auch praktisch überall, an den Familien, an der Arbeitswelt. Wir haben eine zunehmende Dominanz von den audiovisuellen Medien, vor allem von der Television, was sich natürlich nicht positiv auf die Lesekultur auswirkt. Man muss in auch schon mal feststellen, dass wir eine miserable Lesekultur haben. Wir haben eine Überlastung von den Programmen an eine kontinuierlich in letzter Zeit Reduzierung von der Schulzeit gehabt. Wir haben auch Durchwälzung nach immer von einem Teil vom Enseignement auf das Elternhaus. Was erklärt, wofür wir die großen Diskrepanzen bei den Schülern haben, dem nur als Wert von einem sozialen Milieu dazu kommen. Mehr aber auch, wir haben ein systembedingt Unbeweglichkeit und Schwerfälligkeit an diesem ganzen Enseignement. Wir haben schwere Organisationsdefizite. Wir haben eine mangelhafte Fähigkeit, das stellt ihn immer fest, bis zur totalen Unfähigkeit zur Selbstkritik. Wir sollen da mal zur Kenntnis holen, wie miserabel die Situation ist